Kelly. Joel. Hast du schon je davon gedreamt, auf einem Dreieck zu reiten? Ehrlich gesagt, ja. Wobei gedreamt, also mir hat viel gestaltet und es cool fand, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon einen Drachendram hat, ehrlich gesagt. Und du? Also, ein Drachendram hatte ich ganz sicher nicht. Ich meine, ich wollte echt da ein Dreieck sehen, wie auf einem Dreieck reiten. Dat hei aus Navy Sachs. All 2 Wochen schwätze mir über ein anderes Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Navy Sachs, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen zu einer neuen Episode von May wie Sex. Heute schwätzen wir über Bad Dragons. Kleinen Scherz am Rande. Nee, Kelly, worüber wollen wir uns dann heute in der Hallen? Über Romantasy, an den letzten 5 Jahren circa immens populär auf sozialen Medien Literaturgenre. Am Ende Selbsttest gemäht. Der Joel und ich haben nämlich für erst ein Romantasy-Buch gelesen, was sich extrem viel verkauft hat, extrem viele Leute gelesen haben, mir auch, Fourth Wing. Du weißt, muss man auch, bevor du da anfängt, das Episode zu lauschen, einen Spoiler-Alert ausrufen. Wenn dir Fourth Wing noch nicht gelesen hat und lieber das Erfahrung hat, ohne schon eine Analyse davon am Kopf zu haben, wann es gibt, macht du diesen Podcast aus und kommt nächste Woche oder die nächste Woche, je nachdem, wie krass hooked da wird sind von diesem Buch, zurück. Fourth Wing ist der erste Band von einer Serie. Wir werden für allem über diesen ersten Band schwätzen. Wahrscheinlich nicht so viel über Band 2 und 3, die auch schon dabei sind. Mir dazu, du noch, ein bisschen mehr. Kommen wir mal zu First Things First, nämlich was ist überhaupt Romantasy? Romantasy ist ein literarisches Genre, wie all die witzig Genres, die es so gibt und die dann immer nach mehr Klang und mehr spezifisch gibt, hat den Genre eine lange Geschichte. Also Romance, romantische Dichtung oder Literatur wäre immer schon Teil von Geschichten, spätestens ab dem 12. Jahrhundert in Frankreich. Was ich interessant fand, was ich gelesen habe, ist, dass damals romantisch lebt als destruktiv gegolten wird. Also sozusagen, dass zwar schön und gut verlebt zu sein, aber wenn ihn die lebt dann konsumiert, dann geschieht immer irgendetwas Schlechtes. Also so, Prinzessin darf den Prinz oder vielleicht auch nicht Prinz, den Ritter oder so anschmachten, aber wenn sie dann aber etwas mit denen haben, dann ist das alles nicht so eine gute Sache. Aber ja, vielleicht spulen wir mal ein bisschen viel, wie geben Romantasy heute definieren. Also das ist ein bisschen ein Genre, den so seine Definition von BookTok, also der Book-Community auf TikTok, kriegt wird oder do groß gehen ist. Es sind Bücher, die an einer Fantasy-Welt spielen, solo Herr der Ringe als Beispiel für eine Fantasy-Welt, also da wird dann die Welt Mittelerde, die spielt nicht, meistens nicht auf unserem Planet oder aber an einer Welt, die ganz anders ist, wo es dann noch nach übernatürliche Wesen gehen. Was aber bei Romantasy immer ganz wichtig ist, dass es halt auch ein Rom-Part gibt, also ein Romance, ein romantischer Plot, an der den ganz viel bei ist und der quasi das Wichtigste ist und dem Buch, an der das meistens auch ein Happy Ending gibt und da sich, ob man es kann drauf ausstellen, die wird gehen. Mhm. Ich fand, das, was du gesagt hast, dass Romance am Mittelpunkt steht, ist relativ wichtig, weil den Genre aktuell geschrieben auf dem Markt gibt, weil es gab schon, hat ich auch an meinem selbsten Artikel gelesen, Joel, den du da zitiert hast, ab den 80er bis 2000er Jahren eine Welle von Romantic Fantasy, wo Geschichten in einer Fantasy-Welt spielen, an den wichtigen Handlungsstrang ist, dass es die romantische Geschichte gibt, mit der eben nicht Mittelpunkt von der Geschichte ist oder das, worum sich wirklich alles dreht, sozusagen. Was ich auch noch an einem Podcast hören habe, die so ein bisschen
probiert zu erzählen, wie es seit den 2000er weitergegangen ist, dass am Anfang als Vierreiter von dem aktuellen Romantasy-Genre auch Twilight kennt gesehen, das 2005 weltweit einen Erfolg hat. Und dann 2012 die Serie Throne of Glass kam von Sarah J. Maas. Und dann von ihm 2015 die Serie A Court of Thorns and Roses. Ich werde da schon später ein bisschen schwätzen wert, weil das habe ich schon unergelesen. Und da so ein bisschen den Übergang quasi auch war von Young Adult, also quasi so Fantasy-Geschichten an einer Fantasy-Welt mit so einer eigenen Worldbuilding und auch einem eigenen Politiksystem und so weiter, wo so die romantische Geschichte wichtig war, aber nicht so viel wie in einer BookTok oder Bookstagram ging so ein Spice dran war. Und dann bei A Court of Thorns and Roses war die erste ja so den New Adult Dingen, okay, das ist vielleicht über 18 Jahre, weil da kommen auch explizit Sexszene für. Und los oder okay, Kali, das war 2015, wo das Buch rausgekommen ist. Du suchst für drin, die last 5 Jahre war ultra populär. Ja, was du geschieht ist nämlich einerseits, dass soziale Medien für einen TikTok mega groß gesehen mit dem BookTok in der Kategorien, mir auch das Pandemie war. Und ich meine, das ist relativ relevant, dann online ja gewirrscht, für das viele Leute einfach mehr gelesen oder auch mehr so einen Eskapismus vielleicht gebraucht haben. Und 2023 ging es so, für so ein bisschen die Erzählung aufzuschließen, war du ein Fourth Wing. Und die Leute haben den Podcast gesagt, das war am Anfang weniger so kein Zweitwall von Art, kommen noch so weiter Fantasy-Sachen, die BookTok überfluten. Das heißt, allein der Nummer Romantasy, also am Anfang ultra krass von so BookTok und Bookstagram gebrandet ball, ging ich so. Weil da kommen ultra viele Sachen, die relativ ähnlich sind zu A Court of Thorns and Roses und Fourth Wing raus. Wobei Fourth Wing ja auch schon gestisch 4 Reiter hat, also schon Enden 1967 aus vom Anne McCaffrey eng Serie rauskommt, die heißt Dragon Riders of Pern. Und da geht es auch Menschen an Drachen, die Madden bonden. Und er gibt dann an dem Artikel auch direkte Vergleich gezogen zu Fourth Wing. Also ein Artikel Romantasy, an Overview and a History vom Dr. Jodie McAllister an dem Dr. Kate Cuthbert. Und Madame McAllister hat als freundlicherweise den Artikel zur Verfügung gestellt, nachdem sich einfach ganz frisch gefroht hat. Also, wenn der wissenschaftliche Artikel braucht, könnt ihr einfach die den Leuten eine Mail schreiben und da kriegt ihr ein paar Stunden drauf eng von dem Artikel. Das ich ganz cool fand. Also, ein dicke Merci und sie. Ja, sie unterscheidet ein bisschen so zwischen Romantic Fantasy, Fantasy Romance, Paranormal Romance an Urban Fantasy und hängt dann immer ein bisschen davon auf, was 4 steht, was da mehr am Mittelpunkt steht. Also bei der Romantic Fantasy, du hast tatsächlich den Fantasy-Deal mehr wichtig. Es gibt auch keine Garantie für ein Happy Ending. Dann geht Fantasy Romance, da gibt es meistens ein Happy Ending an das DAX von Meerascher inspiriert. Ein modernes Beispiel wäre effektiv Twilight, was mänglisch so ein bisschen den Stein des Anstoßes wäre für das, was Haut auch noch so lebt, gebe ich schon mal einfach so behaupten. Und dann bei Paranormal Romance und Urban Fantasy, spielen die Sachen dann nicht unbedingt in einer Fantasy-Welt, mehr an einer Welt mit Göttern immer irgendwie Vampire, Werwölfe und so weiter. Paranormal Romance, da gibt es zum Beispiel Southern Vampire Series, und die kennen die meisten Leute vielleicht als True Blood, eng Fernsehserie, die Anfang von den 2000er, 2010er Jahren gelaufen ist, die auch ganz viel so Parallelen zu der queerer Bewegung gezogen hat. Also die Vampire kommen so zu einem Moment nicht aus dem Closet, mehr aus dem Sach raus und gehen sich offen zu erkennen. Und da geht es auch viel um so toxische Liebesbeziehungen. Und bei Urban Fantasy als interessanterweise Fantasy mehr privilegiert, da geht es nicht so viel Romance. Und du hast als Beispiel aber zum Beispiel Interview with the Vampire von Anne Rice, weil das Haut ist der auch nenker als Serie gab, wo doch schon ein Film 400.000 Jahre an ganz, ganz viel Bücher ist vom Anne Rice, wo ich Gefühl hat, da wäre auch relativ viel in Beziehung gegangen, mehr anscheinend Männer wie bei Paranormal Romance dann zum Beispiel. So, da haben wir viel mit Genren rundherum geworfen. Und du hast schon ein bisschen angeschwärzt, eng von den Frauen, die dann ob
TikTok oft gestaltet an auch beantwortet hast froh wie spicy die Romaner sind. Ja, das stimmt. Das ist froh ein bisschen auch, ob es sich da wenn's vielleicht mehr verbreitet wird. Also, weil Leute gern mehr spicy Sachen lesen. Ich habe das Gefühl, das geht doch schon für drin. Da kann ich vielleicht nur noch ein bisschen erzählen, was ich an meiner Jugend gelesen habe. Mehr so extrem spicy, smutty Vampirgeschichten, die gehen doch schon wohl 15 Jahre alt war. Also sind wir überhaupt nicht so sicher, ob da denn neue Phänomen ist. Ich ging echt so nee, aber ich meine, dass so öffentlich drüber geschwärzt wird als neu. Aber ich denke, dass Genre unabhängig, wie spicy dann tatsächlich ist. Also egal, ob es ein Urban Fantasy oder ein Paranormal Romance ist. Und ich will wirklich auch ein bisschen googeln, was den Unterschied zwischen den zwei ist. Das ist relativ abhängig von den einzelnen Büchern oder Serien. Und du findest eben die Kategorisierung, die auch eben so ein bisschen neu ist, Young Adult und New Adult. Also Young Adult seht, das sind echte Leute an ihren Teenagerjahren bis maximal Anfang 20, die gerade auf Wurse gehen, die ob Identität sich sind. Du hast die Age lebt, echt ein Thema Fleisch doch die echte Kehr mit Göttball, Käsex oder Käsex. Während bei New Adult ProtagonistInnen meistens schon Anfang 20 sind, und do variieren so Spice-Leveln von enger bis ich ging so in 3 Chili-Schoten, wenn man sich so romantische Sachen guckt. Es gehen schon auch immer mal Sachen, die mehr Chili-Schoten haben, aber ich ging so in, dann als echter wirklich der Fokus fort von der romantischen Geschichte auf von dem Fantasy-Element mit dem Worldbuilding und war das überhaupt der Konflikt und so. Mit geht einfach viel Sex am Buch an, das führen allem do wennst auch geschrieben. Vielleicht ein Ausnahme davon aus, ist immer nicht ganz sicher, ob das stimmt. Wir werden vielleicht noch eine Episode dazu machen, als der Genre Dark Romance, ich werde immer noch nicht geschwärzt haben. Da das ein Genre, den 4 Personen über 18 Jahre gedurcht ist. An der Spice ist auch mehr heavy. Also es gibt mehr so BDSM-Dynamiken, für allem so Dominanz-Submission. Oft ziemlich problematisch auch, also ihr könnt euch vorstellen, wen dominiert geht. Und viel so, das wird genannt morally grey characters, also so gebrochen Charakteren, die moralisch nicht auf einer klaren Seite stehen, genauso also doch mit ihrer Lebt, oft sind doch so toxische Beziehungen oder Gewalt und Trauma, psychologische Verfassungen sind Teil von dem Genre. Am Anfang haben wir kurz gedurcht gehabt, ob wir Romantasy und Dark Romance an eine Episode packen. Wir dann haben wir entschieden, dass es genug zu sagen gibt zu beiden von denen aktuell relativ populären Genres. Und muss ich sagen, echt auch populär in einer weiblich sozialisierten Personen bzw. Frauen an Queers gängige Emotionen. Also ich kann nicht so viel Heteromänner, die Romantasy lesen zum Beispiel. Das heißt, ich habe mich auch so ein bisschen gefreut, was für Gefühle gehen du ein hier auch mal zu dem Lesen vom Romantasy und auch mit dem Populärgehen von Romantasy. Also ich meine, wieso viel auch drüber geschwärzt wird, dass wir auch dann immer ein Teil von wie populär es ist oder wie populär geht etwas gesehen oder wie wichtig geht etwas gesehen. Also einerseits, dass die Bücher zum Teil wirklich enorm gut sich verkaufen. Und ich meine, dass du auch so ist, dass einerseits Zielgruppe, vielleicht auch einfach die Gruppe, die konsumiert, ganz oft jung und weiblich ist. Du hast als Gesellschaft ja immer noch Tendenz zu sagen, was liest ihr dann da oder was guckt ihr dann da und ist das dann gut für euch? Und dass Jungen Herr der Ringe lesen und du am Ganzen für eine Frau hier kommen, also das du über den Daumen geschätzt, das geht überhaupt nicht vorgestellt, ne? Das sind auch so Tendenzen, die ganz interessant sind, an die Mensch, die Diskussionen, und das Gefühl kommen immer rum ein bisschen so, also bei Twilight wären sie, und dann wären sie bei 50 Shades of Grey, und los sind sie eben bei Romantasy, an Dark Romance Romaner, das halt rum so diskutiert wird, ein bisschen so probiert wird zu gatekeepen, wen darf da überhaupt was lesen oder wie soll was lesen, und wie gut ist das. Aber die Sachen sind enorm populär. Und für mich ist das mal so ein bisschen so eine interessante Erfahrung gewesen, so bei mir mal zu kriegen, okay, es gibt da
ein mega riesig Fandom von Fantasy-Romane, was aber im Genre aus, den ich nicht super viel lese, mir wo ich mich aber ein bisschen dran wohl an hämisch fühlen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, dass es den go war, dass das wirklich ein bisschen so mir Lerngang schon noch einfach kein TikToks, nicht viel auf Instagram und dafür habe ich die Sachen dann echt aus der Ferne mitgekriegt an, wäre ganz interessant, so ich gebe so die erste Erfahrung, da man das schon vielleicht viel drin, wenn in Twilight gif an die Kategorie mal dran dretschen, dann huncht Filmer do gesinn, mech sos eichter an dem klassischen Fantasy ausgetobt. An Nief Twilight hunch True Blood halt gesi gehabt, méch schon dat nicht unbedingt so als literarische Genre wower geholl, also schwozwer Mensche, du gif Romaner ginn, méi dat war halt eng Serie, die ich geguckt hunn. An ja, sos hunnech de Fantasy-Genre halt bisschen ernst, wo geholt und mich nicht so viel am Romantasy auskannt oder überhaupt gewusst hat, wie wäre das dann bei dir? Hast du schon Erfahrungen mit Romantasy oder so den anderen Genres, die wir so abgezählt haben, mal das Selbstexperiment gewagt haben? Also ich habe ja auch kein TikTok, kein Instagram. Das heißt, ich schon mal am Anfang gedacht, ja, mega interessant, aber es war das wirklich so ganz peripher mitgekriegt von irgendwelchen Artikeln, die dann so den, ja, das Buch macht gerade von jungen Frauen, die Romantasy-Bücher kaufen und so. Und ich dachte, okay, ultra interessantes Phänomen. Und habe das echt so ein bisschen aus der Distanz geguckt. Also wo ich angefangen habe, Romantasy zu lesen, habe ich gemerkt, dass es eine mega cute Community ist. Also schon wirklich so, auch so 2, 3 Personen, mit denen ich regelmäßig hin und her geschrieben habe, die seit Jahren da ultra krass dran sind. Und ich verstehe manchmal ein bisschen besser und auch gut, für was es Leute Spaß macht, und sie sich dadurch auch so verbunden spüren und sich viel eben auch an dem Fandom austauschen. Und ich fand es flott, dass es so ein bisschen fort können von dem, das machen nicht mehr Nerds, irgendwelche Fanfictions zu schreiben, zu denen, so mal Fantasy- oder Science-Fiction-Romane, die sie lesen, auf wo sie wollen, dass es weitergeht, hin zu einem bisschen mehr brede Phänomen. Das fand ich am Anfang schön. Aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, dass so zumindest internalisiert, also der komische Side-Eye, du musst dich eigentlich schummen oder sogar so dreifach schummen, nämlich erstens, also Fantasy, das ist nicht mehr für Nerds, zweitens, also Romance, aka freie Literatur, und dann noch nach schlecht geschrieben Fantasy, und drittens, also Smut, wenn dann noch so mit so spicy Sex-Szenen dabei ist, also über den so den dreifache Ballast von für wer in Empfang nicht so halt, so, das so krass enjoyen irgendwie. Und schon hat auf jeden Fall gemerkt, also am Anfang, wo ich mit dem Selbstexperiment angefangen habe, habe ich immer gesagt, ja, ich lese das als berufliche Gründe. Und immer auch auf meiner App, wo ich mir dann die ganz Bücher notiert habe, das will ich lesen, das will ich lesen, das will ich lesen. Immer so gedacht, oh Gott, die armen Leute, die da auf meiner App auch drauf sind. Dass die meine ganzen Romantasy und Smut kriegen. Also, das ist schwer, das auf eine Art und Weise auch so last zu losen und auch so zu losen, I am reading for the vibes. Und du noch nicht drüber nur gedacht, was meine Erfahrungen von früher waren, aber da gedacht, hey, mir am Anfang okay Wunder, dass ich so viel Spaß dabei habe, das zu lesen. Weil ich schon eine 15-jährige Pause gemacht, also die letzte habe ich wirklich in meiner Jugend viel Fantasy gelesen oder auch viel so Paranormal Romance, also Sachen, die an einer Welt spielen, mit damals so Vampiren und so. Ich kann nur ein bisschen kurz abzählen. Also die mir unschuldige Sachen waren viel mit Drachen. Du wennst mich nicht gewundert, dass Forthwing mich interessiert hat. Das waren Eragon und Drachenreiter von Cornelia Funke, was natürlich relativ gut geschrieben hast im Vergleich. Dann aber auch alle anderen Sachen von Cornelia Funke, so wie Tintenherz zum Beispiel. Und es gab Roman, den hat geheißen Die geheime Welt Ed Hün von einer spanischen Schriftstellerin, Laura Gallego hieß die. Ich ging so nicht für echt so Romantic Fantasy, also den Plot von der Romance ist schon relativ wichtig, aber es gibt noch andere Plots, die ganz wichtig sind. Und da ist mega cool, weil du gibt so eine Polykonstellation, so quasi ein Love Triangle, wo hat sich sowohl an den Drachen verläuft, wie auch an eine Person, die ein Schack ist, oder so ein Schlang mit Flillecken. Und hat musste ich noch nicht entscheiden, wer von den 2 Boys, die selbst also wie hat wollen, mit dem sich Leben abbauen mit den 2 Tunnel stattfand. Und so ist ja Twilight, klar, ich hatte ein Forum, wo ich mich mit meinen 3 Freundinnen ausgetauscht habe. Ja, du guckst mich nur ganz überrascht und ja, ich hatte das so krass vergrüben an meiner Identität
dass mir da recht angefallen ist, wo ich häufig gebrainstormt habe. Und ich war komplett obsediert mit Harry Potter. Also ich habe so 11 Monate nicht gelesen. Aber wie gesagt, wo ich mir angesehen war auch so spicy urban bla mit Vampiren und so. Auf jeden Fall etwas, was ich gelesen habe, auch so Werwolf und so. Du hast mir eine Serie angefallen. Wann ich gelesen, googelt sie nicht. Black Dagger heißt sie. Sie ist furchtbar. Mir das war das Beste, was ich damals gekauft. Ja, und dann mit so 18, 19 habe ich komplett abgehalten, also recht mit 32 Euro angefangen. Ja, Harry Potter habe ich natürlich auch ganz viel gelesen, auch hier und da mal die ein oder andere Fanfiction, mir nicht so viel. Also für mich wäre das effektiv eine relativ neue Erfahrung, ob man es das zu lesen oder als Hörbuch zu lauschen. Ich meine, dass ich effektiv da mehr so Serien oder Filme konsumiert hat. Ich muss aber sagen, dass ich bei Twilight bis für kurzem am Anfang nie etwas konsumiert und außer halt so Artikeln oder YouTube-Videos darüber. Ich habe schon noch nicht alt Filme geguckt, also die 2 letzten stehen noch aus. Aber ja, ich weiß ja sowieso, wie es ausgeht, nachdem sie schon so Analyseartikeln oder Videos gesehen haben auf YouTube. Aber die wichtigste Szene an dem Zelt, die habe ich gesehen, das ist eigentlich ganz prägend gewesen für ganz viele Leute. Was für ein Zelt. Ich habe viel mehr Evergens nie gesehen, weil ich schon den ersten angefangen habe, dann war das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, im Cover im Buch und dann habe ich es gelesen. Also am dritten Film gibt es eine Szene, wo sie irgendwie da am Schnee campieren und dass den Bella Karl, weil sein Boyfriend ja ein Vampir ist und dafür keinen Kipper wärmt hat, muss dann den Jacob, der Werwolf, hat Würmen an, weil den Vampir-Boyfriend aber Gedanken lesen kann, kriegt den natürlich matt, was den Werwolf sich so denkt, während er sich und seine Freundin kuschelt. Ja, das ist schon ziemlich weit fort. Am Anfang wollte ich just so ein Fort Wing wäre relativ neu für mich. Und noch ähnlich, dass wir euch mal erwähnt haben, dass das wir. Aber gleichzeitig habe ich es extrem vorhersehbar gefunden. Ich hatte Kelly, du hast ja 4 mir gelesen. Ich hatte ja auch dann meine Prävisionen irgendwie noch paar Kapiteln geschickt. Und wäre ganz stolz darüber, dass die angetroffen sind. Aber vielleicht erzählen wir da mal kurz, worum es an Fort Wing geht. Und da können wir ein bisschen darüber schwätzen, wie das gegangen ist beim Lesen. Also, Fourth Wing spielt zu Basquiat, das ist ein War College, wo Jungleute an der Militärakademie ausgebildet gehen zu DrachereiterInnen und nehmen die stärkst überleben. Die meisten sterben an der ersten Woche. Beispiel, bevor sie überhaupt können antreten, müssen sie pause Taste machen und dann müssen sie über den Parapet gehen. Das ist ein so ungefähr 15-20 Zentimeter breit Brick. Also der will keine Höhenangst tun. Und so recht, wenn du auf der anderen Seite auch kannst, an das Sturm zu dem Moment, wo die erste Szene ist, wo sie darüber gehen, darfst du ja dann Teil von der Akademie da gehen. Am Mittelpunkt von der Geschichte steht Violet Sorrengale, was am Anfang an den Teil von der Schule sollte gehen, wo die ganz Schriftgelehrte sind, Scribes heißen die. Mesing Mom, die unpraktischerweise Generalin, also die Chefin von der War Academy ist, zwingt hat, aus zu dem Moment nach unerfindlichen Gründen an den Riders Quadrant zu gehen, also die von den Drachereiter. Obwohl Violet am Anfang relativ so zierlich, an echter verletzungsauffällig und so ein bisschen schwer ist. Genau. Ja, da wird so ein bisschen erzählt, wie den Konkurrenzkampf an der Schule ist, wie Drachen hier Reiterinnen auswählen und wie Violet sich halt beweist. Führen alle mit seiner Intelligenz an, weil es so entschlossen und couragiert ist. Genau, und du könnt am Anfang schon relativ frei nach einem zweiten Hauptcharakter dabei, nämlich den Xaden Ryerson. Das ist charismatisch und gefährlich. Er ist den Jung von einem Rebellen. Die Rebellion war so für, keine Ahnung, 7, 8 Jahre mänglisch. Und wird wenigstens gezwungen, auch an die Schule zu gehen. Er ist schon nach seinem 2. Jahr. Und er hasst dem Violet sing Mom, weil dem Violet sing Mom, Generalin, hat sein Pap den Rebellenführer umgebracht. Ja, und du entwickelt sich dann so eine Explosivmischung zwischen den zwei. Während Violet sein Überleben kämpft, entwickelt sich natürlich auch eine Beziehung zwischen ihnen. Also es gibt nicht so viele Leute physisch beschrieben. Wir haben direkt am Anfang ganz ausgiebig
beschrieben mit seinen perfekte Lipsen und also weiter also fort also das sind Lipse perfekt sind das mal jetzt besonders angebrannt bei mir weil statt so komischen Detail von tun ob mich wird bis so gewirkt wie Harry Potter meets Hunger Games also auch weil die Feier Sektoren an der Schule geht doch wenn man am Anfang nicht so viel Mod kriege von den 3 anderen Sektoren wird statt für mich ein bisschen so ungefehlt ja was ich ganz spannend von tun aus es geht ja ganz viel also außer dem Drachen an Krieg und so weiter geht es ja ganz viel um die Romanz an weil hin aber am Anfang von den Besen als ihr seht eigentlich schon am Anfang hat umbringen weil der das erlaubt wann ihr nicht an der selbst Gruppe sondern wenn nicht gerade schläft dann der wenn all die anderen umbringen an der Schule das ist ja ein bisschen ein komisches Schulsystem bon also halt hat sich von ihm fort mehr hin als trotzdem so super sexy und irgendwann also dann noch irgendwie verläuft dann hin an als dann dass die ganze Zeit so ein Kulisse von Begehren die abgebaut wird ob hin die sich dann noch am Anfang dann nicht so ganz just im Hin dreht gibt dann noch einen anderen sei BFF den ein bisschen vier könnt und nur dann noch ein andere wo ich gedacht vielleicht hast du nach einen zweiten Love Triangle den sich U-Bahn mir das hättest du nicht bestätigt schon nicht wirklich krass fand wie viel dem Begehre gegangen ist und das nicht abgelesen ging aus ganz ganz lang Zeit was ich auch interessant fand hat dass sie am Anfang alle Leute relativ offen darüber schwätzen wie gern sie Sex hatten oder Hunden dass das irgendwie so relativ frei deklariert wird dass all die Leute die do Drachereiter Ausbildung machen weil die am Moment Kinder stirben all ganz viel Sex mit den Hunden an hat schenkt aber irgendwie das ähnlich zu sehen was du nicht matt möchtest ob man liest den da so raus weil hat eben immer so the one schmachtet an auch irgendwie schon weiß das hat nicht Sex kann Hunden ohne Emotionen zu entwickeln und so ja an auch schon interessant dass dann so Sex als Art von Traumabewältigung oder halt eben ja wenn man schon nicht wissen wie lange wir noch leben können dann haben wir halt so viel Sex wie möglich dass das so viel erwähnt wird. Das hat mich intrigiert und umso mehr nervös gemacht, dass das so lange gedauert hat, bis du endlich die echt Sexszenen kommst. Wie hast du das erlebt? Ich war absolut frustriert, weil mir gouf das Buch als Drache-Porno verkauft. Und nicht nur also so, dass Drache bald kein Sex haben, weil das hat, was ich mal erwartet habe. Mir auch dauert es 403 Seiten, bis dass sie die echt kein Sex haben. Ja, ich meine, das ist wirklich gut Erwartungsmanagement zu machen bei den Sachen. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte das für drüber gewusst. Aber, dass es so lange gedauert wird, gehört zu einem Trope. Ein Trope ist etwas, was immer im Vierkant abische. Und den Trope heißt Slow Burn. Das heißt, dass es relativ lang dauert, bis dass sie dann die echt Kerbs mit ihnen haben. Wobei sie sich hier schon echt kussen, mein Job seit 250 oder so. Ja, bevor ich zu der ganzen Sex-Sache komme, wollte ich noch ein bisschen etwas zu den Tropes sagen, weil du hast ja auch gesagt, du hast es voraussehbar fand. Und wo ich meine zweite Romantasy-Reihe angefangen habe mit A Call of Thorns and Roses, und das überhaupt nicht selber anfangen, weil das mit so Feen und nicht mit Drachen. Gesehen ist, wie wenn ein Einker so ein Fantasy-Buch gelesen wird, in Anfang weiß, welche Charaktere mehr oder man Sinn erwähnt wird ausgehen. Und ich habe so ein bisschen Gefühl, dass das auch von den Selling Points empfangen, weil ganz viel von den Romantasy-Büchern gehen nur ihren Tropes rausgesicht. Für das dann also ein bisschen ein Gefühl kriegt von was es für Tropes gibt. Tropes, die an Forthwing 4 kommen, sind Enemies to Lovers, also dass sie am Anfang sich hassen müssen, mit dann aber halt so dann nicht verleben. Und daraus entsteht natürlich auch so mega viel Spannung und Unzählung, meine ich auch. Du hast kurz erwähnt, dass es am Anfang noch so ein anderer gibt, den für sein bester Kollege war, den hat auch die echt, keine Ahnung, 100 Seiten ein bisschen unzählen findet. Aus dem entsteht dann nicht, mir wann daraus etwas entstanden wäre das ein Trope Friends to Lovers gewesen. Aber wann hat sich an Bait verliebt hat, das finde ich schon gesagt, das heißt Love Triangle. Dann den nächsten Trope, den auch noch dran ist, als Forced Proximity. Nämlich 2 Leute, die sich nicht gut können leiden oder die sich für drunten nicht kannten, müssen zusammen auf derselben Platz sein. Und das ist ja auch beim Violet, aber im Xaden so, dass dadurch, dass sie quasi an demselben Teil von der Schule sind, halt mal den müssen im Gurm. Und was du nur auch nach 4 könnt, ist, dass sie
beitet dann einen Drachen, ja. Und die Drachen mit denen verbunden sind, also dem Violet und dem Xavier sein Drache jeweils. Und dadurch sind sie auch mit denen verbunden. An den Trope heißt Mating Bond oder Magic Bond. Ein bisschen wird mich auch an den Trope Fated Mates erinnert, nämlich dass sie so 4 Nähen 4 bestimmt sind quasi oder irgendwie so 4 Nähen gemacht sind, Seele verwandt sind, whatever. Das ist nicht so ganz krass an Fourth Wing dran, mehr Böse fand ich aber auch. Es gibt noch viele andere. Googelt mal ein paar Tropes an der Romantasy. Fand ich so Sachen wie Fake Dating oder Grumpy meets Sunshine oder so. Erstens für Tropes kann ich auch TV-Tropes empfehlen, das ist wie Wiki. Da geht es nicht just um Fernsehserien, mehr um allmähliche Formen von Tropes. Und da kann ich noch all seine Lieblingsmedien angehen und sich gucken, was für Beispiele von Tropes es für die Medien gibt. Also du kannst auch TV-Tropes sichern und du einfach Fourth Wing angehen. Ich bin mir sicher, dass es einen ganz langen Lust gibt. Die Sachen, die du da abgezählt hast, die erinnern mich so als allen Internetveteranen wissen so und halt die Fanfiction-Seiten, wo die Geschichte ja dann auch immer mit genau denen wir da getaggt gehen, auf wohin sich dann die Fanfiction kann raussichern, die genau so nur seine Bedürfnisse, ich will die 2 Charakteren und ich will den Konflikt oder den Trope halt tun, raussichern kann. Und das ist schon noch manchmal interessant, dass das ein Selling Point ist. Die überrascht mich aber nicht so, weil das ja ein bisschen so eine Sache von Komfortabelheit mit sich bringt, wenn den ein bisschen weiß, was ob ihn so könnt. Ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich Horrorfilme gucke, dass das für mich oft mehr komfortabel ist, weil ich ungefähr weiß, was wird kommen. So, ich gucke einen Slasher, ich weiß, da ist eine Gruppe von Teenager, die wird nur in Umbrüche gehen. So, ich lese in Enemies to Lovers, Romantasy-Roman, ich weiß, die 2, die sich nicht leiden können, werden nur zur Summe kommen. Was du halt auch gesagt hast, dass das an der Pandemie abkommt, da gibt es ja wahrscheinlich bei den meisten Leuten ein großes Bedürfnis, nur einer gewissen Realitätsflucht, aber auch noch etwas, was komfortabel, was vorausschaubar ist. Ja, ich meine sowieso in einer Welt, wo die Menschen viel Konflikte und Krise gibt, die als alle Guten belasten, als so eine Realitätsflucht an etwas, was komfortabel, was vorhersehbar ist, immens gut nachvollziehbar. Ja, ich ging nur noch anhaken, bevor wir zum Sex kommen. Wir machen halt auch ein Slow Burn. Wobei ich das Gefühl habe, dass das am Anfang ein bisschen als Konzept ist. Vielleicht ist das also ein Podcast-Trope, dass man immer ultra lang braucht, für dann über Sex zu schätzen. Ich fand, du warst relativ sehr bei Minute 25 oder so. Ich nehme mich auch ein bisschen so drüber nachgedacht, war das ein Unterschied zwischen Romantasy lesen oder auch Livestream als E-Book und so Trash-TV gucken zum Beispiel, weil den Vergleich relativ oft abkommt, wo ich mit Leuten drüber geschwärzt habe. Und ich fand, während die bei Trash-TV halt den reale Schrecke von unserer Welt hört, als bei Romantasy gerade das scheint drin, dass ich mit dem Schrecke kann umgehen an eine andere Welt tatsächlich. Also schon mal wo ich A Call of Thorns and Roses gelesen habe, also ein Base Kindergehen. Und ich habe das gelesen, und dann habe ich das Buch zugeklappt, und dann habe ich auf den Infoscreen von der Tram geguckt, und da war gerade irgendeine schlechte Nachricht über den Trump, den irgendeinen, ich habe sich beleidigt gefühlt, an irgendeinen hat sich bei ihm entschuldigen und so, was ich einen ähnlichen Charakter zu fand, wie zu der Kindergehen an dem Buch, und ich war so, ja, es gehen effektiv Parallelen, obwohl beides so ultra weit hier geholt hast, man kann ihn so indirekt beschaffen, und das fand ich extrem angenehm. Und die mehr Männer sexy Szenen in auch so Bössen über die 500 bis 800 Seiten, die Bücher Hunde wascht drohen. Also zumindest war das eine Menge Erfahrung, dass ich schon auch möchte, dass ich mehr dabei bleiben, weil ich wissen will, wie sich das zwischen ihnen entwickelt, aber wie die Szenen da geschrieben sind und so. Und was denn zum Sex so muss, ist, dass nimmende Sex zwischen dem Gesehen und dem Violet beschrieben wird, also hier ich ging mal so ein Heterosex, aber so, wie du gesagt hast, auch schon relativ viel über Sex geschwärzt wird, und dass zumindest dem Violet seine beste Freundin lesbisch ist und so eine On-Off-Beziehung hat mit einer anderen Kadettin und eben von ihrer Truppe so ein bisexuelle Fuckboy ist. Und was ich auch interessant fand, ist, dass so ein Mittel für Kontrazeption haben, so Verhütungszauber, Contraceptive Word heißt das. Das finde ich auch interessant fand, wie so die modernen Aspekte von Sexualität irgendwie da man drauf kommen.
Und schon doch schön fand, dass nicht so viel Euphemisme gibt. Mir das Sex einfach Sex genannt wird und dass nicht so viel rundherum geschwärzt wird. Das finde ich am Anfang auch echt, dass ich ein bisschen Sex positiv fand. Ja, der Sex zwischen dem Violet und dem Xaden. Joel, was war deine Erfahrung mit der echten Sexszene zwischen denen zwei ab seit 400? Warte, ich gucke nur. Ab seit 405 bis 412. Den dat just so man seit net sich viel mi lang ungefielt. Also ich weiß nicht, dass ich dir du geschrieben hun dat das endlich geschieht wie an ich froh wie für all die Betroffenen an mat all den Betroffenen und doch misch gemengt. Weil ich wäre wirklich schon ein bisschen so okay, könnt ihr lieber hatten noch am nächsten Band 4. Aber ja, zum Glück hatten sie dann endlich Sex. Und ich wäre effektiv ne, all Witze beiseite ein bisschen enttäuscht, muss ich effektiv sagen. Weil ich die Sexszene nicht so gut geschrieben fand. Mir kennt wir, dass sie insgesamt, also nicht nur an der ersten Sexszene, sondern insgesamt relativ viel so Fokus hun op penetrativen Penis a Vagina Sex. Generell hun viel zu lang fand an der Beschreibung. An ja, irgendwie aus die sexy Stimmung nicht so wirklich op mir rüberkommen. Also vielleicht sind ich schon nicht die richtige Zielgruppe, das weiß ich nicht. Aber für mich ist das irgendwie, hat sich ja echt dann so ein bisschen schwerfällig so gefühlt, wie ich so gedacht habe, okay, das ist so super, super spannend. Am Anfang hatte ich mir schon etwas anderes erwartet, oder ich habe mir erwartet, dass ich mehr positiv darüber denken. Was mich auch ein bisschen gesteuert hat, ist, dass es immer so, wir haben mega Lust benehmen, egal wie traumatisch, was gerade geschieht ist, wer gerade rundherum gestorben ist, wir müssen über den hier fallen, und es gibt kaum Auflösung an der Weise, wie sie Sex und das tut schon ein bisschen enttäuschend fand, ein bisschen schwer fand. Ja, wie ist es dir gegangen? Ich meine, ob seit 405 war schon drüber wasch, dass sie ständig auf den Bock haben und sich einfach immer gut fanden. Das ist natürlich ultra unrealistisch. Und ich muss sagen, ich bin noch froh, dass ich mal am Anfang die ersten 200 Seiten noch relativ viele Notizen gemacht habe, mal so Eye-Rolls, die ziemlich kritisch waren, weil ab dem Moment, wo ich dran war ich dran. Und das finde ich gemeint auch am Anfang mit Reading for the Vibes. Hat sich irgendwie so eine kritische Stimme an mir ausgestellt und ich habe mich einfach so rangefühlt und ein bisschen berieselt gelöst, wenn es nicht so schlimm fand. Mir vielleicht auch, weil meine Erwartungen wirklich tief waren, wo ich angefangen habe und ich tendenziell echt positiv überrascht war, dass die Lese mir so viel Spaß gemacht hat. Ich fand, also den ersten Eye-Roll-Moment war so, wo sein steife Penis gleich gesagt wird mit ich will dich. Und wir wissen ja alle gut, dass Arousal Non-Concordance, also das Fiescht oder steife Genitalien, nicht unbedingt etwas mit Erregung verlangen zu die müssen hin sozusagen. Wo ich mir gedacht habe, ja okay, das ist halt so ein relativ normatives Bild. Und dann war es aber ja meistens so, dass für dich penetrative Sex mit Fangere passiert ist, dann Oralsex, dann hat Violet mindestens schon 1-2 Orgasmen 100 und dann reicht kann so als spitzt von dem Plaisir der Penis in Vagina Sex. Ja, und also schon ein Podcast geleistet von einer Hetero-Frau, die so war, ja, und die ganze Fantasy als Matromaner, dem muss ich keine Illusionen machen. Sex am richtigen Leben ist nie so gut. Ich mag das schon, okay, auch spannend, weil halt einfach die Männer an den Romanen von Fragen geschrieben sind und die sich tatsächlich darum bekümmern, dass halt die weiblichen Protagonistinnen einen Orgasmus haben, dass es nicht nimmer penetrative Sex mit Penis gibt und das halt selbst wie Konsens passiert und auch relativ sexy, also es ist wirklich so, ach, ich kann mich nicht mehr zurückhalten, ich meine, nicht mehr, wenn du doch willst und natürlich will dann Protagonistinnen und so oder so mal, das alles in der Heimat aus und so. Und ja, also wir wissen ja, dass in der realen Welt Heteromänner nicht unbedingt so interessiert sind an weiblichen Orgasmen und an Konsens. Ja, weil ich fand die von tun, weil sie sind ja so stark Drachereiter sind so ultra krass muskulös und so, was natürlich auch so mega normativ ist am Körperbild hier. Aber sie sind nicht immer so ultra stark, wir haben tatsächlich auch sowohl mit ihrer Körperkraft wie auch mit ihren magischen Fähigkeiten nicht ganz Zimmer getrashed. Also es ist nicht so gut so, dass Violet die erste Kehr singen
magisch Kraft Signetstadt manifestiert dem Moment wo sie die Echtkehr Sex hun wo also die Echtkehr Blitz mischt und dann de beißen alles auf Flammen abgeht der ganz halbe Büsch und so also den halbe Büsch das stimmt an das meine ich die Echtkehr nur der Echtkehr also sie haben irgendwie die Wargames und du kann dann die Echtkehr Blitzer schleudern H4 rufen ja echter und dann und sie mengen das dann relativ no drunter dass sie dann endlich die echte Kehr Sex und dann fällt halt ob dass sie mit ihren oder das hat man 10 magische Kräfte dann nimi kontrollieren kann sobald sie Sex und ja also ich fand es spannend Meng Bar war anscheinend ein bisschen mehr heiß wie Ding war da war voll okay also ich fand das alles was du gesagt hast das stimmt ja und das ist ja auch cool und das kann in dem Buch ja ruhig urechnen das zum Beispiel ob Konsens abgepasst wird dann dadurch relativ sexy ist an dat hin sich hat kümmert an dat hat so viel Orgasmen hört ja besonders realistisch aus das halt nicht mehr das halt immer vor dat hat soll sehen ob sich stand da wert also ja mich wird dadurch echt gesteuert dass sie dann so mega muskulös sind an nicht nehmen aus der Hund für wegen 3 Reite mir auch nach dann Ovis können stundenlang Sex von hin immer noch schon seht ja du wärst nur 4 Mal kommen oder vielleicht noch 5 Mal nicht zwischen dafür so das ist dann noch Bewahrheit oder halt auch nicht das verordne ich noch nicht mehr das halt immer so steht so am Raum der den das so mega gut kontrollieren kann ja du kind dich schon wann in der zu viel seriös hört falsch spielt davon erklären weil ich sage das mir da das mein schon nicht etwas wird bei Fort Wing oder bei Romantasy oder überhaupt bei Literatur so just die falsche Vorstellungen wie Sex die gehen nicht halt ganz viel an der da muss ich ja just Energie mehr dat da wissen an dat mat betrücht sehen der den wahrscheinlich nicht wert Blitze auslese wann den Sex wird aber gleichzeitig muss ich so obwohl der Sex so unrealistisch und Regimeen auf verschiedenen Aspekte war wurde mich nicht aufgeturnt und ich meine dat war so ein bisschen mein Worst Case dass ich mal gedacht habe so, oh mein Gott ich fand wirklich so furchtbar dass ich die überhaupt nicht kalieren cringe mega schon tendenziell echter als neutral oder urregend empfand an dummer da war ich am Anfang schon zufrieden mit andere Sachen die haben mich mehr gesteuert muss ich so also zum Beispiel dass sie so lieber auf den ersten Blick mäßig sind also zumindest sind sie bald habe ich 20 und 23 Jahre weil ich meine dass bei romantischen Sachen nicht immer gehen das sind Altersunterschied so klang es und das auch so die voll so monogam Vorstellungen an ihrem Verlangen mit dran sind. Also das wirklich so was du was meint, so Possessionsfantasien. Zum Beispiel an Iron Flame, der zweite Buch von der Reihe. Das ist so den ersten Spoiler, den ich werde gehen. Seht hin zum Beispiel an einer Sexszene My house, my chair, my woman. Und so Sachen, das turnt mich halt dann ultra auf, weil ich das irgendwie so komisch fanden, weil das soll ihre Character Development und auch so die Entwicklung von ihrer Beziehung durchstellen. Und auch wenn hier sonst nicht so krass ultra possessiv ist, an dem Violet echt relativ viel Agency gibt und sie ja auch nicht so viel Power in der Schäder hun, also hat es genau so mächtig wie hin, nur dem es hat seine Magie kriegt oder vielleicht sogar tendenziell nach mehr mächtig, je nachdem es wie lange es braucht für sie so auszubauen. Und da das meine ich auch etwas, was nicht immer ging. Also ganz oft als ein Trope auch so, hin aus den dunklen, sexy, mächtigen, ultrareichen Dude. Und hat er so unschuldig, schwach, kann nicht viel. Und das habe ich an ihrer Beziehung nicht so gesehen. Das habe ich am Anfang echt positiv empfunden. Ja, wobei ich schon so muss, dass man am ersten Band CEO quasi an einer Hierarchie sind, an dem IFA-Team steht, kriegt auch direkt ganz am Anfang auf den nächsten 2 Seiten schon von seiner Schwester geraten, dass nicht mit Leuten aus dem 2. am 3. Jahr anzufangen und hat mich das dann natürlich trotzdem, weil hat halt so in Love was mit ihm von ja lieber auf den ersten Blick von die Echtkeit, wo sie sich gesehen haben und hin ja anscheinend auch und hat anscheinend, wir sind am Anfang noch nicht so genau
Das hört mich auch, also die ganze Durchstellung von Leif hört mich am Anfang auch ziemlich gesteuert, weil da immer so possessiv ist, weil das gibt ja dann auch ein bisschen so die Parallelen mit den Drachen, die ihre Bond haben und für das Leben irgendwie eine Beziehung angehen. Also es gibt keinen Polydrachen, es gibt keinen Solo-Drachen, da gibt es nicht mal Fuckboys bei den Drachen, das scheint immer for life zu sein. Ja, also ich fand auch irgendwie spannend, dass hier Drachen ja hier Emotionen, ob sie überdrohen. Soweit wie ich noch manchmal sind ich schon damit vom zweiten Band. Also immer nehmen, also sind ganz viele Gefühle an so halt auch Lust ob den Hund, Lust auf Sex Hund. Aber die lebt, als irgendwie nicht überdrohen gehen. Also das hat mich ein bisschen gewundert auch so, also hätte ich mir vielleicht auch gedacht, okay, wenn hier Drachen zusammen sind und sie sind ja nicht zusammen, vielleicht müsste da ja auch eine Verbindung gehen. Aber ja, also es gibt ganz viel heteronormativ Bilder an dem Roman. Ich muss sagen, dass mich so, dass, okay, mir gesehen irgendwie am A-Winkel oder an der Poinetesatz gesehen wir so eine Person, die lesbisch ist, und irgendwie Personen, die Fuckboys sind, hat mich schon nicht so vom Hocker gerappt. Also hatte ich das Gefühl so, okay, wie so, okay, er guckt halt, da so eine lesbische Figur dran, die könnt zwar nicht so oft für, an hier Beziehung könnt auch nicht so oft für, aber sie ist da, guckt, wie sie progressiv. Also okay, muss nicht alles immer super queer sehen. Nee, für mich hätte ich da so gewirkt, okay, du hast halt einfach gut nicht den Fokus drauf. Am Anfang, also das ja aus dem Weiletzinger Perspektiv geschrieben und dafür kriegen wir nicht so viel Matt, weil dann in anderen Schlafzimmern so passiert. Aber ja, ich hätte schon am Anfang auch cool gefunden, hier mal zu wissen, was die anderen so machen und denken und ob die auch also die monogamen He's the One denken drauf haben oder ob Violet da eng Ausnahme ist. Mir schwert nicht dann nicht. Aber die Autorin hat scheinbar gesagt für den Band 4, du merkst, es sind deep dran an den neuesten Theorien, kriegen wir für den World a Character Building mehr Perspektive von anderen Leuten, für das der Plot weitergeht. An von Band 3 ist das schon so ein bisschen angedeutet auch. Ja, es schon noch ähnlich empfunden, dass es echt so Tokens sind. Ah ja, guck, eine Bi-Person, eine lesbische Person, es gibt auch eine gehörlose Person. Aber was ich aber cool fand, ist, dass relativ viel Leute Gebärdensprach schwätzen, von denen, die am Umfeld von Violet sind. Und es ist so, dass den Xaden nicht weiß ist. Und die Autorin hat dazu auch, also weil sie erst gefragt gehen, ja, ob sie weiß oder nicht, und sie war so, nee. Weil die Leute sich da drin gestellt haben, bei so Fanart, dass ein so White Boy war. Und die beste Freundin, die das beschloss, ist auch schwarz. Das heißt, ja, es fühlt sich schon so ein bisschen an aller Sticken laut Boxen, aber gleichzeitig gibt es extrem viel Romantasy-Bücher, die nicht mal da tun, sozusagen. Es gibt sogar eine nicht-binäre Person. Dann heißt die Person, hat so Flammen an den kurzen Haaren arrasiert, hat mit Day geschwärzt, was ich cool fand. Und da habe ich gefunden, dass es am besten funktioniert, weil es halt so eine Nebenperson ist, von der du dann nicht denkst, du willst einfach mehr wissen, weil sie nicht so nur ist und trotzdem aber heinst du viel könnt. Weil du Drache wieder gesagt hast, interessant und ich auch fand, dass Drache gegendert gehen, also dass es männlich oder weiblich Drachen gehen. Aber generell beim Worldbuilding, das wäre auch noch so ein bisschen eine Kritik, die ich hatte, sind schon so patriarchal Mustern auch dran, wo ich mir denke, wenn du da kannst einen Wald erfahren, für was dann nicht mehr frei, sozusagen, mit der Welt umgehen. Und die Stereotypen von so der ganz männlichen, starken Männer mit ihren Muskeln vielleicht ein bisschen zurückholen. Gleichzeitig gehen doch viel weibliche Liederinnen, also zum Beispiel die beste Freundin, die lesbisch aus schwarz ist, am Achtung, Spoiler, zweite Band, dann eine von ihren Liederinnen, an dem Violet Mom zum Beispiel als die Generalin von der ganzen Akademie. Auch da sind ich dann so ein bisschen besänftigt, vielleicht doch am Vergleich zu weit es ausgeht. Mhm. Dann stellt sich für mich dann froh, du hast das ja viel schon so nähen geholt, was den dann alles so am Kopf heiert, so wieso ihn das nicht soll lesen und am Käfer soll enjoyen. Und ich habe ja auch mit dem zweiten Band angefangen und am Anfang hatte ich am Anfang gedacht, okay, ich lese den ersten Band und dann ist Schluss. Wenn ich will wissen, wie es weitergeht, lesen ich über Wikipedia Zusammenfassung.
an da wäre dat me schon du na irgendwie gedacht okay ich will aber wissen wie es weitergeht wobei mich echt da so den Fantasy-Plot interessiert wie der Romance-Plot weil die fand ich aber immer noch relativ herausarbeit weil um zweite Band sind zwar dann direkt am Anfang Sache geschieht wo ich gedacht okay so wenn man da ein bisschen wie Slowburn oder wir machen aus der Forst zu Summe sehen geht dann Forst auseinander sind und so wir bauen das Begehren ab aber ja grundsätzlich von der Stuhl und nicht so dass ich unbedingt will wissen wie es weitergeht mir beim Fantasy-Plot dann schon was auch interessant fand dass so Bücher dann noch ganz verschiedenen Ebenen funktionieren können und für mich als wie bei allen Medium ja wenn die Sachen halbwegs kritisch konsumiert, da kann ihn so gut wie alles konsumieren, ohne sich irgendwie in die inhärent schlecht zu fühlen. Und es gibt halt eben noch einfach, dadurch, dass das Ganze so weiblich konnotiert ist, die ganze Genre gibt es einfach eine gesellschaftliche Bias dagegen. Und ich meine, das ist das Größte, und auch wieso ihn dann vielleicht mehr Kritik und den Sachen hört, wie und anderen Medien aus dem bald selbsten Genre. Also an Game of Thrones könnt auch extrem viel Gewalt an Sex 4 an auch nicht konsensuell sexuellen Handlungen da gebe wir Käse und das wir Dark Romance oder Dark Fantasy oder Romantasy oder so geht da der Fantasy-Plot vielleicht mehr eine große Rolle spielt wie Loa Fort Wing aber trotzdem also du kannst den trotzdem probieren Vergleiche zu sehen und du gibst Game of Thrones vielleicht dann nach für mich schlecht aufschneiden wie Fort Wing und als definitiv auf viele Plätze mehr problematisch worüber aber an Menge Auffassung so wie ich vorholen viel Männer geschwärzt wird. Ja, also mein Fazit ist, Fourth Wing ist ein guter Anstieg für an Romantasy ranzukommen, für allem für Leute, die sonst nicht so viel Fantasy lesen. Weil ich fand, es gewinnt den Charakteren schon aber live und auch den schlechten Schreibstil ist nicht so schlecht, dass sie nicht wirklich so raggezogen geht, sondern so Page-Turner. Und ich fand, auch wenn ihre Charaktere nicht immer so gut ausgeschafft sind aber die zwei Hauptcharaktere relativ gut geschrieben, also Twilight und Xaden. Orlo am Vergleich mit der anderen Reihe, die ich angefangen habe. Wo übrigens die erste Sexszene zwar schon auf Seite 247 könnt, aber die dauert eine halbe Seite. Also ich vermisse bald die extrem langen Szenen aus Fourth Wing so ein bisschen. Du weinst. Und ich muss sagen, verschiedene Sachen sind schon wirklich gut. Also zum Beispiel Content Warning am Anfang oder schon dick gern Drachen, auch von den Beziehungen zwischen der Reiterin und ihren Drachen interessant, aber sie auch mal nicht schwatzen und so. Ich fand den Kampfszenen zwischen dem Xaden und dem Violet mega spannend geschrieben, als Kampfszenen generell, weil du sie nicht meistens dann so ein bisschen raus, weil ich mir denke, oh, das ist irgendwie so langatmig und schlecht beschrieben und so. Ich fand nicht schön, dass aber viel Freundschaften auch vorkommen und auch so ein bisschen den Trope von Found Family mit dran ist. An der Basquiat War School war de coole Settings. Ich fand cool, dass am Anfang von all Kapitel so ein Zitat ist. Und da kann ich auch drüber wasch gucken, dass das Worldbuilding vielleicht ein bisschen kleiner ist und dass Sachen vorhersehbar sind. Und dass es kein Sex gibt zwischen Menschen, während hier Drache Sex haben. Obwohl, das ist nämlich das, weil ich die ganze Zeit gedurcht und das wird passieren. Dass sie halt so Lust von ihren Drachen mit kriegen und da währenddessen auch Sex haben und das dann so quasi Feier ohne Feier zu sie geht. This didn't happen. Aber ich warte auf die nächste Band. I am hooked, it's trash and I'm here for it. Und ich hoffe einfach, dass die Autorin sich, ich meine, das stimmt doch, lo mehr Zeit hält wie bei jetzt Band 2 und 3 und dann denke ich, dass Band 4 und 5 auch besser geschrieben sind. Und es gibt einen Comic, den an 2 Jahren rauskommt, auch den werde ich mal durchlesen. Und das wäre eine Serie gehen, ich meine, auf Prime, auch den werde ich mal gucken. It will be fun. Es sind dabei. Ja, wir sind weiterhin gespannt. Ich auch mal gucken, wie lange der Fandom dauert. Kelly, du hast ja ganz lang Lieslist abgestellt. Weißt du schon gesagt, das wollte man nämlich am Anfang über Dark Romance schwätzen, wo wir die Episode geplant haben. Dann sind du für dich mal bei dem Drachenporno, der kein Drachenporno wäre, hängt geblieben und wie du gesehen kann ich darüber schon ganz lang schwätzen. Das heißt, dir könnt ich gefasst machen, ob weiter Episoden, wo wir zwei Spicy Literature also nehmen wollen und Selbsttest machen, wie
gut als das gefällt. An Schmengen, da muss immer beim NU kommen. Und dafür muss merci Kelly für das Gespräch an Durchregung für das Episode an den Liesstoff, den du auch rausgesicht hast oder schießt nicht den aus und Herz gelöst gehen im Englisch. Merci dir, Joel. Ich hatte wirklich selten so viel Spaß, eine Episode 4 zu bereden. Ich meine, dir geht es genauso. Du wennst freuen ich mich ultra, ob noch weiter kommend Episoden zu Spicy Literature. Bis du hin? Gute Lektüre, aber bis geschwind. Ciao. Ein gut froh, gut gefroht. Wat ass Endometrios? Endometrios as ein chronisch Entzündungserkrankung. Zellen, déi dene vun der Uterusschleimhaut ähneln, wussen dabei außerhalb vun der bannechter Schicht vom Uterus, déi ent auch nach Endometrium nannt. Dat feiert zu Peng, Entzündung, Organfunktionsstörung an heinst du auch zu Unfruchtbarkeit. Munch Betroffener spüren keine Negativeffekte, aber brauchen dafür auch keine Behandlung. Das ist aber definitiv nicht immer so. Ungefähr 1000 von den Leuten, die eine Endometriose haben, brauchen eine dauerhafte Therapie, für mit den Symptomen umgehen zu können. Die Autorin Bridget Huswaite hat in ihrem Buch How to Endo ein paar Beschreibungen von Betroffenen gesammelt, wie Endometriose sich auffühlt. Erstens, wie ein Käsrapp an meinem Uterus. Zweitens, wie rotgliedrige Kohlen, die an meinem Gedärms brennen. Drittens, wie wenn ich Pickeschen droht gebären gif. Und effektiv, der National Health Service in Großbritannien hat 2019 Endometriose als von den 20 Gesundheitsproblemen genannt, die am meisten wehtun. Andere Sachen auf der Liste waren zum Beispiel Herzinfarkte, gebrochene Knochen und Fibromyalgie. Endometriose kann ihn so schlimm affektieren, dass ihn die alltägliche Aufgaben nicht mehr ausführen kann, ein Gehhilfe oder sogar einen Rollstuhl braucht. Es gibt für Endometriose keine Präventionsmaßnahmen, keine Heilung und keine klare Ursache. Symptome sind vielfältig und jeder erlebt die Krankheit anders. Ein paar gängige Symptome wären aber: Erstens, stark, krampfartig Peng bei der Menstruation. Zweitens, stark oder unregelmäßig Blutungen. Drittens, Peng bei der Ovulation, beim Urinieren oder Stuhlgang, und Peng beim oder nom penetrative Sex. Viertens, Peng am Bauch und am Reck. Fünftens, Blähungen, Durchfall und Verstopfung. Sechstens, Übelkeit und Erbrechen. Und siebentens, Müdigkeit und Erschöpfung. Wenn sie bis eine Diagnose kriegen, was übrigens am Durchschnitt 7,5 Jahre dauert, können Betroffene mit Medikamenten, Operationen und einer Reihe anderer Behandlungsmöglichkeiten geholfen kriegen. Was ausschlägt an Hilfe, hängt aber von vielen verschiedenen Faktoren auf. Für viele Menschen mit Endometriose ist es dafür leider ein langer Weg, bis sie die passende medizinische Fachperson an Hilfe finden. Wir haben schon gesehen, dass es meistens lang dauert, für mit Endometriose diagnostiziert zu gehen. Und dass die beste Behandlung nicht immer so klar ist. Bei vielen PatientInnen braucht es viel eigene Recherche, also müssen sich oft stark für sich selber an ihre Gesundheit ersetzen, für von ihren Doktoren geholt zu gehen. Ein Grund hierfür ist, dass viele Symptome von Endometriose sich mit anderen Krankheiten überschneiden. Ein zweiter Grund wäre, dass nicht alle GynäkologInnen auch SpezialistInnen sind, die alle Formen von Endometriose richtig erkennen können. Ein weiterer Grund ist der Gender Health Gap. Was ist der Gender Health Gap? Endometriose ist eine ziemlich häufige Krankheit. So häufig wie Diabetes und Asthma zum Beispiel. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt sogar, dass weltweit 10% von allen Leuten, die bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen kriegen und am reproduktiven Alter sind und hier leiden. Das sind ca. 190 Millionen Menschen. Und trotzdem ist die medizinische Versorgung für Betroffene limitiert und es gibt nicht genug Studien gemacht, für das Krankheit besser zu verstehen und behandeln zu können. Ein ganz wichtiger Faktor ist heute der Gender Health Gap.
Dieser Begriff beschreibt, dass verschiedene Menschen aufgrund von ihrem Geschlecht an der Medizin benoteiligt gehen. Heute gehören zum Beispiel Frauen, Trans- und Intermenschen. An der Medizin gilt bis heute den heterosexuellen, weißen, cis-männlichen Körper als der Standard. Das heißt, das Körperen und wie sie funktionieren, wird am besten erforscht und verstanden. Dafür kann ihnen auch am besten geholfen gehen und es kann am besten auf sie aufgepasst gehen. Für all andere Menschen ist das Resultat oft eine mehr schlechte medizinische Versorgung. Nicht nur Geschlecht spielt hier eine Rolle. Auch andere Faktoren wie Rassismus und Klassismus affektieren, welche Erfahrungen man mit dem Gesundheitssystem möchte. Weil Endometriose bis auf ein paar wenige Ausnahmen hauptsächlich Menschen mit einem Uterus affektiert, wird so oft als Frauenkrankheit angesehen. Dafür gibt man Untersuchungen und Zeit daran investiert, für sie zu erforschen. Zusätzlich gibt Frauen und weiblich gelesene Personen mit ihren Symptomen oft nicht echt geholfen. Besonders Endometriose wird oft als normale Menstruationsbeschwerden aufgetan. Obwohl sie so verbreitet ist und oft ganz schlimme Auswirkungen hat, ist Endometriose in unserer Gesellschaft nicht wirklich ein großes Thema. Den Gender Health Gap hat viel damit zu tun. Und das sind inakzeptable Zustände, die wir ändern müssen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.